Okay, so Lina und Nora haben sich Platz 3 gesichert. Ja. Und Und das ich Spiel glaube, und Christiani Christiani und Harder, Harder haben sich auch Platz das 3 haben wir ja jetzt gesichert. hier, genau. Und hier haben wir jetzt gerade ein Timeout. Wer hat das Timeout gecallt? Die Startlers wahrscheinlich, ne? Haben wir den Chat auch an? Ja, ich glaube, es ist einfach gerade neu geladen. Ja. Die Hitze, Leute, die Hitze. Ja, ich denke mal, die Startlers haben das Timeout gecallt, weil sie jetzt eben, ja, Slay diese Aufholjagd ja sehr erfolgreich bestritten hat und jetzt sind sie dann jetzt Chat 1 ist vor, da, oder? danke für das Feedback. Jetzt, ja. Ah ja. Auch mal Crashout gehen. Somit wurde aus einem 10:3 für die Startlers eine 11:10 für Slay. Das ist super stark. Also deswegen meine ich auch, wenn man da zu früh die Flinte ins Korn wirft, dann kann man das natürlich nicht drehen. Aber so ein Team wie Slay, die haben schon so viel zusammen erlebt. Ja. Die lassen sich davon nicht einschüchtern. Und jetzt ist auch... Schöner Block. Das ist so stark. Das Set ist natürlich schwierig. Ah. Bringt es fast noch drauf, aber auch dann wäre es extrem schwierig gewesen, weil die Defense direkt dasteht. Ja, ich würde sagen, jetzt sind beide Teams drin im Game. Ja. Jetzt kann es auch ein richtig ausgeglichenes Hin und Her werden. Schöner Flick da von Sophia. Die haben jetzt Ganz viel Ruhe. Die haben doch jetzt gerade 9 Punkte am Stück gemacht, oder? Das ist doch... Ja, das ist heftig. wirklich Wahnsinn. 9 Das am ist wirklich Stück ist Wahnsinn. wirklich... Ja. Davon müssen ja dann mindestens 4 Stück Breaks gewesen sein. Also... Ja. Boah. Und es ist Server noch nicht vor... Und es confirmed. kann noch weitergehen. Es kann noch weitergehen. Jetzt haben sie Sideout. Nee, sie müssten weiter sie müssten Quatsch, breaken, jetzt, aber ja. trotzdem. Wenn du schon 4 Breaks gemacht hast, warum nicht ein 5.? Schöner Surf. Richtige Volleyballannahme Oh ja, aber von Franzi da. Mit Pritsch. es ist nicht verkehrt, die beidhändige In der Annahme darf man es. Ja, Deswegen no harm, no foul. ja. Und so steht's. 13:11. Den spielen sie auch nicht. mit einer einfach sehr festen Angabe, die Ja. wirklich zwischen mal am Körper, mal mit sehr gutem Placement sehr unangenehm kommen kann. Ja. Jetzt die Backhand und Schön, Clara ist gute fast Länge. da. Läuft gut los, aber schafft es nicht ganz. Ja. Also Also das hat den waren Startlers auch mal wieder gut getan, 2 Sideouts zu spielen, glaube ich. Ja, ich denke Also, auch, da wieder die Confidence zu tanken. jetzt wird's spannend. 12:13. Ein Break sind Guter die Surf von gegen vorne. Franzi. Clara ist da. Sehr starkes Set von da hinten von Clara. Trotzdem schwer zu verwandeln aus der Distanz. Den Hit und deswegen Break für die Startlers. So, jetzt sind wir wieder genau ausgeglichen. Ja. Lol, was hier passiert schon vor 5 Minuten nicht zu, ja. Die haben auf einmal aus dem Nichts eine 9-Punkte-Aufholjagd gestartet. Wieder schwieriges Set. Oh, schön kurz reingelegt. Wow. Den macht KB drauf. Wahnsinn. Ich war mir kurz nicht sicher, ob der nicht am Rand ist. Schauen Aber noch jetzt mal haben wir eine Replay. bessere Perspektive. Ja, der ist Ja, absolut der clean. ist schön auf Das dem macht, Netz. das macht sie stark. Schön kurz, leicht angedreht. Und es war schon auch wichtig, dass sie das Sideout jetzt machen und sich Ja. jetzt nicht wieder in so einen Rückstand kommen. Absolut, Guck mal, da absolut. siehst du die Streak hier. Das Ja. ist wirklich Wahnsinn. Klar, davor auch eine gute Streak von den Startlers, muss man natürlich auch sehen. Absolut. Aber Schöner Lefty jetzt haben hier wir ein von richtig Sophia. schön spannendes... Oh! Ja, KW steht eigentlich gut, aber ist so seitlich und nicht zum Netz Ja. orientiert. Und wird deswegen einfach an der Schulter abgeschossen. Aber das kann auch mal gut. Ich wurde letztens auch am Kopf abgeschossen. Der Kann ist genau gut übers gehen. Netz geflogen wieder. Also alles ist möglich. Dasein ist auf jeden Fall der erste Schritt. Ja, Dann versucht man noch die Chancen zu erhöhen, wie man dann auch da ist. ja. Aber schön. 14:14 im ersten Satz. Das sieht nach einem guten ersten Satz aus. Schöner Surf. Was für ein Und schon wieder ein schöner... Break. Also Slay hat sich hier Jam auf richtig 2. reingespielt in diesen Satz. Ja. Deswegen, also gerade die Fehler am Anfang, das sind
eher untypische Fehler für die beiden gewesen. Und jetzt sind sie aber richtig da. Infos über das Spiel um Platz 3. Kann sein, dass wir da gerade weg waren. Also, Spiel um Platz 3 sind beide fertig. Im Open hat Christiane Harder in 3 Sätzen gewonnen gegen Cedric und Noah. Und im Women haben Lina und Nora gewonnen. In 2 Sätzen. In 2 Sätzen. Genau. Ja. Somit sind die Spiele um Platz 3 durch und entschieden. Hier jetzt 16:14 und Aufschlag Startler. Schön hohe Annahmezeit. No Hitzone wurde gecallt vom Observer. Und hier steht jetzt 16:15. Knapper geht's nicht. Nee. Das ist genau zu Paar. Keiner ist vor. Oder A? Nee. Es geht ist immer genau, hin und her, ja, genau. genau. Ist auch gerade 16:15. So würde es stehen, wenn es kein einziges Break gegeben Ja, hätte. so würde es sich im Hardcap entscheiden. Ja. Aber es sind wie sehr wir viele die Breaks Spielerinnen passiert. kennen, wird es Breaks geben. Es kann sich trotzdem im Hardcap entscheiden, weil alle irgendwie auch breaken, Ja, aber ja. es ist unwahrscheinlich, dass es jetzt bis zum Schluss einfach durchläuft. Obwohl alle Spielerinnen auch so ein cleanes Sideout spielen können. Aber der Druck im Surf, schöner Touch. Ist das erste Break? Nee, Wow. da kommt der Touch Soft zurück Touch und und schön ganz schlauer Hit. reingelegt. Ganz schlauer Hit da in die Lücke. Und damit lassen sie das Break nicht zu und behalten ihren Sideout-Punkt. Ja. Schöner Druck aber von KB da im Surf. Alle aber auch die Ruhe bewahrt in der Rallye. 6-6. Die erste. Die erste geht an den Rand. Sophia geht lang, um den noch zu holen. Wirklich sehr, sehr spannend und super schön zum Schauen mit den ganzen Rallyes. Ja, ich bin auch wirklich begeistert, dass es nach dem deutlichen Anfang und dann dem Comeback jetzt auch so ausgeglichen geblieben ist, weil das für die Spannung natürlich einfach perfekt ist. Oh. Ja, da sind sie ein bisschen late to the party. Der Abschluss war jetzt nicht verkehrt, aber das ist einer, den kannst du auch bekommen. Da war auch recht viel offen. Ja. Also sie haben, glaube ich, da das Set ein bisschen zu spät gelesen und sind dann ist KB da alleine und Julia spielt dann drüber. Nicht viel Zeit für das Set. Nee. Sophia macht es aber richtig gut. Ja, Knie, selten ein Ja. guter Spot, um den Ball hochzukriegen. Ja. Immer ein guter Abschluss. Deswegen wieder der Ausgleich. 17:17. Wir spielen ja bis 21, steht da auch 21 Hardcap 25. Von daher, wir sind gespannt, wie weit dieser erste Satz hier noch geht. Oder ob ein Break vielleicht kurz vor Schluss den Unterschied macht. Ja, so hatten wir es im Halbfinale. Ja? Der dritte Satz. Nee, war es der zweite Satz? War es der dritte Satz? Es war der dritte Satz. Im Es Women, war der dritte Satz, bei ja. Women. Ja, genau. Da war ja auch Claras kurzer, den sie da gefischt hat am Ende doch. Ah ja, stimmt. Den Bei großen- 18:18 oder 19:18 Ja. stand es dann 20:18 anstatt 19:19. Ich glaube, es war noch einer vorher, aber genau da Ja. ist eben schön. Gerade machen sie sehr clean mit den Sideouts und Ja. weniger Breaks. Es ist ein bisschen weniger breaklastig geworden, Ich hab's aber gejinxt. das Ergebnis bleibt dadurch genauso spannend und das Ja. ist das Wichtigste. Es sind Touches, aber am Ende behalten die Teams ihre Sideouts. Ja. Erster Surf am Rand. Es wird knusprig. Und jetzt rieche ich hier Bratwurst und das ist wirklich ganz Ja, gemein. weil das will man jetzt auch eine essen. Ja, da würde ich mir auch eine reinschieben, dann hört ihr aber original gar nichts mehr. Das 19, 18 bei den würde ich so Starters. wiederholen, stark gelöst. Das ist wirklich Sehr eine gute nett, aber- Beschreibung. Wenn ich da jetzt anfange, Bratwurst zu essen, dann hat der Stream wirklich gar keinen Spaß mehr. Es gibt dann nach dem Stream eine. Ich habe so Hunger auf Ja. Bratwurst, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Aber Wir bleiben dran. 19:18, Aufschlag von den Startlers. Schön, Sehr Set schön. und Oh, flach in rein. den Aber Block der rein. kann auch natürlich Der mit kann bisschen hochfliegen. Glück, hat man den besser auf den Händen und kann ihn nochmal schön hochsetten.
Da machen die Startlers gut zu. Ja, 19 beide, jetzt kann jedes Break der entscheidende Punkt bzw. das entscheidende Break sein. Der geht übers Netz. Auch hier die zweiten Aufschläge immer durchziehen, oder? Gerade auch bei 1919, oder was sagst du? Die Männer ziehen immer durch, habe ich das Gefühl. Na, nee, auch nicht. Also Okay. doch schon. Beziehungsweise Schon sehr, sehr oft. Ja, hier Ich auch. glaube, das war eher so eine So ein Halt 70 durchgezogen 70, 80% Ja. vielleicht. Aber trotzdem Doppelfehler. Und somit Satzball für Sophia KB. und Clara. Aber Sie müssen breaken. ja, wir müssen breaken. Guter Serve. Guter Surf. Und Da, doch, da ist sie jetzt gut sie. unterwegs. Und schon Schwieriges das. Set, so direkt vorm Netz. Sie macht ihn Schon aber gut drauf. mit einem kleinen Roll-Up. Wieder ein Touch. Wieder ein Touch. Oh, was eine Rallye, das wäre es Das gewesen. ist aber auch schwierig. Ja. sich Und natürlich da auch zu Stadler positionieren. verdient den Punkt dann Ich trotzdem. glaube, Sophia könnte noch schneller gegenüber von Clara gehen. Ja. Da steht sie jetzt noch ein bisschen zu lange. Wenn sie gegenüber gewesen Und wäre, dann hätte hat sie sie den gehabt. Auch gar nicht 100% vielleicht gewusst, wo das Netz ist. Und Ja, trotzdem sehr schön. Rallye 2020. sehr Jetzt braucht man 2 Punkte Abstand. Wisst ihr wahrscheinlich alle. kurzer, aber Julia ist da super da. Oh, da Und war sie Sophia ist wieder. eigentlich auch dabei. Ich glaube, sie sieht es super spät, dass der Ball zu ihr kommt. Und dann nicht tief. Aber es ist auch schwer. Während dem Laufen kann es natürlich nicht tief ja, sein. bist Also. im Lauf eigentlich. Und jetzt ist das eben der Satzball für die Startlers, die aber auch eben breaken müssen. Es ist nochmal ein Timeout von jetzt Clara und Sophia. Und Ja. so Franzi nutzt das, um ihren Serve nochmal abzufeuern. Es gibt nichts, wo man sagen müsste, das müssten die Teams umstellen. Sie müssten eigentlich beide genau das abrufen, was sie jetzt auch in diesem Satz alles schon abgerufen haben. Und jetzt zählt es, wer den kühlen Kopf bewahrt, keinen Fehler zulässt. Jetzt ist jedes Break oder jeder Sideout ist eventuell der entscheidende. Wer ist im Vorteil jetzt gerade, wenn es ins Hardcap geht? Wenn es ins Hardcat geht, dann Sind Die es dann die Startlers. Startlers? Ja, ja, weil jetzt weil- ist ja quasi schon Equal Serve. genau. Und jetzt ist jedes Mal dann. Ja, dann sind die immer eins vorne, wenn sie das Die Sideout müssten machen. nur noch ihre Sideouts in der Theorie Ja, machen. aber jetzt erstmal Starker Serve Serve, aber von wurde Franzi, gecallt. glaube ich, am Rand, aber wirklich auch haarscharf. Ja, Sind sich aber alle einig. alle sagen, Franzi macht jetzt einen Banger-Surf. Schauen wir mal, ob der zweite einer ist. Der war auf jeden Fall stark. Oh, schön recovered. Bringt Schön sie aufs gut Netz drauf, aber da ist ganz viel offen. Oh, den Clara hat hat sie. den Touch. Und Und die Starters holen sich den ersten so Satz. knapp. Mit einem Banger-Surf hat es 22, angefangen, den aber noch stark zurückgebracht. Aber dann ist die Defense Ja, doch stark auf einer Seite orientiert und schafft es nicht, weil auch einfach ja, KB von einem weiten Set zurückkommen muss, sich da wieder gut zu positionieren für den Touch von den Startlers. somit geht der erste Satz. So an kann es meinetwegen weitergehen. die Startlers. Ich muss aber was trinken. Gerne, ich erzähle kurz zu den Statistiken. Wir haben vor allem gute Sideout-Quote bei KB, ausgeglichen bei Sophia. Und Startlers haben beide recht gut ihre Sideouts durchgespielt. Und dazu hat halt Franziska auch noch ordentlich gebreakt. Und das macht vielleicht dann, klar, da kann, so bei diesem Hardcap kann man nicht sagen, dass die Statistik dann den Unterschied gemacht hat. Aber es war dann halt der eine starke Surf, der hier auch in der Statistik drin ist. Das haben sie ja letztendlich gar nicht im Hardcap. In Overtime, aber nicht im Hardcap. Genau, sorry, gewonnen, ja. Sondern durch den Break. Ja, in der Overtime. Ja, jetzt haben wir kurze Satzpause. Und dann geht's hoffentlich genauso rallye-reich und spannend weiter. Ja, absolut. Und ich meine, den dritten Satz hatten wir jetzt im anderen Finale nicht, deswegen Wird man noch mitnehmen zum Abschluss der deutschen Meisterschaften auf dem natürlich wunderschönen Leute nach Hause Mannheimer wollen, Gelände. aber gut. Bis jetzt, glaube ich, ist zeitplanmäßig ist das noch alles im Rahmen. Also ich glaube, es war 15 Uhr Siegerehrung angesetzt und die werden wir locker, flockig einhalten. Die wird früher sein. Absolut. Von daher, die sollen jetzt mal in 2 Sätzen gewinnen, damit ich weiter lernen kann. Ja, aber du kannst ja auch
passiv lernen während den Ich höre nur Mi, 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 Sätzen. Mi. Wirklich. Ich glaube auch, ja, beide Teams haben in diesem Satz gerade so ab der Hälfte waren beide Teams dann wirklich so da. Es sind jetzt solche kleinen Nuancen. Ich glaube, wir hatten diese eine Situation von Slay, wo Sophia dann noch schneller hätte gegenübergehen können und auch dieses Positioning dann in der Rallye. Hatte ich ein paar Mal das Gefühl, dass Sophia und Clara nicht schnell genug wieder Ja. im System sind, gegenüberstehen in der Defense und deswegen die Touches von den Startlers nur schwer verteidigen konnten in der Rallye. Nee, aber ja, das stimmt. Da war noch mehr drin, aber die haben auch so viele klasse Abschlüsse damit, also Absolut. die haben in der Defense schon viel richtig gemacht. Absolut. Also man verliert man spielt nicht Nee. 22-20, wenn Ja. man in der Defense nicht auch absolut sehr oft auch sehr richtig stand und es geht aber einfach um Nuancen. Manchmal Also ein auch bisschen die- das Stellungsspiel in der Rallye war dann vielleicht, da habe ich es auch eher noch Genau. gesehen. Das meinte ich, Ja, nach dem eigenen Touch oder nach dem eigenen Hit, wenn die Startlers dann einen Touch hatten. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur das sind die Feinheiten, die den Unterschied machen können. Diese Situation können aber eben auch genauso gut andersrum ausgehen. dann schauen wir jetzt für den zweiten Satz. Ist ganz großer Abstimmungsvorteil aktuell für Slay. Da haut er jetzt 83%. mal überall eure Coins rein. Ihr wollt alle ein Dreisatzmatch. Ihr wollt alle ein Dreisatzmatch. Wir manifestieren jetzt hier einen Dreisatz. Ja. Und ich musste gerade nur so lachen, wo du geredet hast, weil ich habe mich in der Cam gesehen und wollte mein Mikro nach unten machen. Ist aber links-rechts Seid verkehrt. vertauscht. Dann habe ich hier über mein Mikro gesucht und deswegen musste ich so lachen. Gut, aber jetzt sind wir drin im zweiten Satz. Gut draufgebracht von Julia. Und Schöner schön Touch. wieder eine schöne Rallye. das Ah, Set. leider. Aber ist auch sehr schwer das Set. Ja, der erste Touch ist von der Länge gut, aber geht doch relativ weit weg Ja, vom Netz. Und Ist dann- schwer zu setten für Sophia. Aber das war auf jeden Fall direkt mal eine Ansage ja. mit dem Serve. Das wäre wirklich fast, hätte das hier mit einem Break für Slay gestartet. Und jetzt letzten Endes war es auch nur ein Break, was die nicht gemacht haben. Da muss man sich noch keine Sorgen machen. Ja. Jetzt Franzi am Serve. Schöne Annahme von Sophia. Ach, Set wieder off. Aber gut, trotzdem verwehrt und gut Druck gemacht und wir Und bleiben die in der Rallye Rallye. geht weiter. Wurde ein Call gab's. Rim Call. Von wem? Ich glaube jetzt von Franziska, oder? Der hier. Oh ja, Ja, das ist. sehe ich auch auf dem Rim, aber schauen wir mal, klar für die Observer. Ja, auch die Observenden geben Rim. Ja. Deswegen ein richtiger Call. Ich glaube, Sophia hatte gecallt. Ich kenne es aber auch, dann ist man auch schon raus und ärgert sich dann, wenn man weiterspielt, aber dann halt unkonzentriert ist, wenn man sich fragt, ob der nicht noch am Rand war. Schöner Surf. Der wurde auch auf dem Rim gecallt. Habe ich ihn nicht so gesehen. Oh, ist da Oder? alles Oh. in Ordnung? Ich hoffe, da hat niemand einen Finger unterm Fuß gehabt. Ich glaube. Weil Sophia so hinter Franzi war, auch am Boden. Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass sie Ist da Sophia auf die Hand draufgetreten getreten. ist. Glaube ich auch mit den Stollen. Hat man auch gesehen hier im Replay. Das tut natürlich ordentlich weh. Keine Absicht, 0,0. Nee, Aber Achtung, hier sieht man es jetzt und dann voll auf die Hand. das gibt Ein Medical Timeout. Medical. Und hoffentlich nichts Schlimmeres passiert, als dass Ja. es weh tut. Sie kann die Hand auf jeden Fall bewegen. Ja, ich glaube, ist im Sinne von, der Stolle geht einfach nur so tief, dass sie das halt so Das kann auch Quetschung gut und. brechen. Also, Es ist auf jeden Fall, aber vor allem, dass du so Blutergüsse und so sauschnell, glaube ich, bekommen kannst. ja, ist schon auch sehr fragil, so die Finger. Ja. Man sehen sie. Sie sieht lächelt aber auf jeden eigentlich Fall. noch von der Körpersprache recht entspannt aus. Also es scheint. Ich weiß auch nicht, ob Franzi komplett draufgetreten ist, wirklich so oder so halt. Ja, Als ich dann schon gemerkt habe, beim Ding schon wieder versucht hat, aber klar, also es trotzdem sehr. sah nicht schön Stollen aus. auf der Hand will man wirklich, Mm-mm. wirklich nicht haben. Ein Fußballer wird sich jetzt noch auf den Boden rollen, sage ich Ja. dir. Also, Furchtbar, furchtbar. Zum Glück sind wir nicht beim Fußball. ja. Da haben wir hier jetzt noch 3 Minuten Diskussion und da sind wir hier ein Jetzt bisschen haben beständiger. wir das Medical Timeout. 5 Minuten? Ist das Ja. 5 Minuten? Ja. Da kann sie jetzt ein bisschen kühlen, dass es nicht direkt anschwillt. Und dann hoffentlich
weiterspielen. Ich finde, was ein bisschen schade, weil sie in dem Satz jetzt hier, natürlich ist der Serve Pressure unheimlich hoch, aber wieder so ein paar Fehler im Setting, Ja, wie so im ersten Satz so ein paar Bälle hatten, wo sie eigentlich noch besser da waren und man das auch von ihnen weiß, dass sie es auch noch besser also setzen können. die machen dann auch trotzdem noch gute Abschlüsse, aber die Sets sind jetzt auch keine Katastrophe, aber die sind nicht so mittig, wie man sie, glaube ich, gerne hätte, um Ja. alles rausholen aus dem Hit. Stimme ich dir zu. Und es ist gegen gerade die Startlers, die defensiv einfach ein sehr gutes Positioning haben, vor allem wenn der Die Ball lesen das sofort. off ist, dann sehr schnell in so einen kurz-lang wechseln, was sie sehr, sehr clean spielen. Genau, das heißt, da ist auf jeden Fall die Tendenz vom ersten Satz am Anfang ein bisschen da, aber sie haben immer noch jetzt Zeit, das auch früher zu stoppen und früher schon in dieses Game reinzukommen. Ja, definitiv. Also eine ganz süße Moskito hier. Ja, das ist Auch unser ganz- erstes Moskito, unser jüngstes Moskito-Mitglied und unser erstes junges Moskito-Mitglied gewesen und unser kleinstes Moskito-Mitglied, die hat mich abgelöst, Okay. bin ich sehr ja. dankbar. Aber Maya ist die Legende. Also Und seit auch- ich bei den Moskitos bin, ist sie bei Wie jedem Moskito, die Spiel mit Maya dabei. heißt, ist ja auch spannend. Ja. Und sie ist bei jedem Spiel mit dabei und klatscht und unterstützt und Sehr gut. ruft rein. Also ein treuer Fan. Guck mal, sie lachen, sie scheinen weiter zu spielen. Ja, Das freut zu sehen. ja. So, ist wirklich hier auch noch ganz am Anfang vom Satz. Also 2-1. die Umfrage ist sehr Die Umfrage ist ausgeglichen. durch und es ist noch nicht durch, stimmt. Wir haben ja noch einige Punkte aktuell, seid ihr wirklich Ja, 7 Punkte. Leute. 50-50. Gönnt euch das mal. 7 Punkte habt ihr Zeit. Absichtlich. Die hätte ich so gesehen am Boden, ist so hochgesprungen und Ja, ja. Ja, da kann man auch mal. ich hoffe, Spaß der muss auch Sarkasmus sein. wurde rausgesehen. Spaß muss auch mal sein, Kinder. Wo kommen wir denn dahin, Ja. wenn wir uns nicht auch mal einen Spaß erlauben können? Irgendwie sitze ich ja gar nicht mehr mittig. Naja. So, jetzt hier in der Mittagssonne. Ja, das, was wir Der gestern zweite Satz versucht geht haben zu weiter. vermeiden. Aber heute ist in Anführungszeichen trotzdem 5, 6 Grad kühler als gestern. Also, Und die Zur beiden, selben das ist jetzt Uhrzeit. quasi das zweite Spiel. und es ist jetzt das zweite Spiel und danach ist vorbei. Trotzdem hier noch das Schöner Finale in der puren Sonne. Hat man auch nicht oft. Oft sind die Finals ja dann eher abends. Ja. Und klar, kein großer Faktor, aber Gestern das letzte Spiel spielt mit auch ein Flutlicht. bisschen mit. Ja, das letzte Spiel mit Flutlicht und jetzt tagsüber die Finals. Ja, jetzt hier in dieser Anfangsphase auch ein seltener Fehler. Franzi, die da auf den Rand geschlagen hat ja. und deswegen Break für Slay. Ja, wir hatten jetzt schon 2 oder 3 Hits auf dem Rim. Also, Ja, es ist natürlich auch, der Druck ist hoch, du willst flach und feste spielen. weil sonst haben sie den. Genau. Der ist hoch und wird nicht Wow. gespielt. Da wird einmal alles gecallt. Ja gut, der war auch. Nee, aber der war auch Side von mir zu. Also, Achso, okay. das haben sie nicht gecallt, aber der ist so ein, da kann man alles Schöner callen, Hit. meinte ich. Ja. Cleanes Side aus. 2 sehr gut, sehr solide, sehr cleane Sideouts. Ja. Die Umfrage, Umfrage ist ist somit- geschlossen Und von der starken also am Anfang wurde ja stark davon ausgegangen, dass Slay das mit nach Hause nimmt. Jetzt sind wir auch ungefähr zu paar leichte Tendenz zu den Startlers. ja, ich sag's nicht signifikant. Nee. Klarer am Surf. Schönes Ding. Aber richtig gutes Set da noch aus der Situation heraus. Aber Touch für schöne Slay Rallye. und ganz somit sauber Break. jetzt. Genau so sage ich, Break und wieder ein Punkt weiter vorne. das ist eben ihre Stärke eigentlich. Nach Ja. diesen Touches auch eben ruhige Sets. Aber was die für Observer, aber es ist clean. Haben wir auch so Ja. gesehen. Call? War vielleicht ein Rim-Call, I guess. Alles Ja. andere würde jetzt keinen Sinn machen. Ja, KW noch mit einem weiteren Surf. Und können sich hier eine Führung erspielen.
eine frühe Führung. Kleine Führung, ein Break. Direkt ein großer Swing hinterher und Paul fummelt den Ball. Stets bemüht, kann man da an der Stelle sagen. Schön im Liegen gefangen. So, zweiter Aufschlag. Oh, und Missset, schwieriges Set, Ja. weil der Ball sehr mittig über den Aber Netz mir ist. gefällt auch aktuell der Pressure von KB. Also Ja. ich finde, das sieht jetzt nicht so irgendwie nach dem speziellsten Cut oder Reverse, aber die kommen konstant mit Mit eine Druck. wahnsinnig hohe Konstanz Ja, und Und ja, es sehr gefällt viel mir richtig Power. gut. Die, bis auf am Anfang vom ersten Satz hat die sich richtig gefangen in den Serves. Ja, und es ist schon so, dass die halt eine Variation haben, die auch eklig ist, weil er dann teilweise sehr auf die Schulter gejammt ist und dann Ja. doch weiter weg ist. Also du kannst dich da auch nicht drauf verlassen, dich da hinten hinzustellen und alles entspannt zu receiven. Gut draufgebracht von Julia, aber Und wieder schön Slay, weggepflegt. so wach, so da. Sophia checkt kurz, ob sie nicht da doch in die No-Hit-Zone gefallen ist, aber Wie sehen observende, wir es von hier? Sie steht außerhalb. alles Na, opti, springt drumherum. alles optimal. Ja. Nicht, dass hier in ein paar Jahren auch noch der Videoschiedsrichter eingeführt wird und wir hier alles. Ja, eigentlich kann man es ja hoffen für die Professionalisierung. Es gibt schon viele Entscheidungen, wo das sehr hilfreich wäre. Ja. Ich meine, Observer machen das. Oh, sie bringt die drauf! Sie bringt die Oh. drauf, aber Und KB dann ist alleine, ja klar. Ich meine, Sophia war so weit weg, plus du rechnest gefühlt ja auch nicht mehr und die ist ja auch richtig geflogen, ne? Bis sie da steht. Und dann bleibt sie auch liegen, ne? Ich glaube, es ist aber auch wegen ihrer Hand. Ja, weil die ist sie da irgendwie so ein auf die bisschen Hand drauf gefallen. fällt. Also, ja, das tut auch weh, hält sich auch fest. Ist clean, ja. Aber ja. Trotzdem saustark Trotzdem, geholt den da und drauf den rauf und auch so leicht angedreht, der Ja. war gar nicht so leicht zum Annehmen. Musste schon wach sein. Ja, KB gibt alles. Es gibt aber auch so ein Ja. witziges Video von KB, wo sie halt auch denkt, sie hat das Set irgendwie nicht gut gemacht und dann auch am Boden bleibt und dann sieht auf einmal so, oh, es geht ist weiter. Das ist aber wirklich überragend. Noch aus der Liga-Saison von vor ein paar Jahren. Ah, schöner Lefty-Swing, das Ja. we like to see that. Ja, 7-4 für Slay, aber klar, Haben sich ein Starter bisschen abgesetzt. können jetzt 2 Sideouts spielen. Also ein Break sind sie aktuell vorne. Schöner Ausschlag, aber gut übers Netz. Und dann die Lücke. Gut Ja, da in die wenn- Lücke gespielt, wo es Wenn so ein bisschen beide die unklar Lücke ist. theoretisch Ja. haben, wer geht dann hin und dann. Sophia geht noch rein, kriegt noch einen Touch, aber nur mit den Fingerspitzen. Ja. Ja. Mal mit dem Lefty. Weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen die Hand, glaube ich. Sie schüttelt sich gerade so. Da jetzt halt so ultra dolle draufschlagen, ist Ja. natürlich auch. Das hat sich sehr randig angehört. Ja, ja. Aber spielt Spielen man dann Sie- lieber, weil den macht man eigentlich in 99% der Regel. Ja. Und dann hast du mehr als. Stell dir vor, es wäre keiner dann. Ja, ja, absolut. Aber ja, den zweiten Da tut's sind sie jetzt dann auch so confident zu sagen, wir Du hast spielen aber das recht, Sideout. Sophia, den zweiten dann auch mehr Put, vielleicht auch, aber Aber sie könnte die können, Hand ein bisschen wehtun, meine ich einfach. Das ja, und sie spielen schon auch manchmal, um eben auch die Defense spielen zu können, schon auch mal ein Put-On, um zu gucken, ob sie da auch so einen Touch generieren können. Ja. Zwar das jetzt auch eher eine sichere von Julia, hat einen Ja. guten Block, aber keiner es ist immer ganz, losstarten. ich sag immer, es ist eine ganz nahe Entscheidung zwischen, laufe ich hinten dran, weil ich denke, der Ball kommt über einen Block, oder laufe ich gegenüber, weil Ja, ich den Ball. Beziehungsweise kannst du ja auch die Person nicht alleine da in der Defense stehen lassen. Ja. Also du musst ja auch Raum einnehmen Absolut. und Range abdecken. Aber gleichzeitig musst du dann irgendwie auch ready sein, wenn ein Touch in die andere Richtung kommt. Und man weiß auch nie, wo der Block hinspringt. Der kann auch mal dann genau dahin springen, wo man. Also Ja. von daher kann man nicht so pauschalisieren. Schöner Receive da. Ja. Und Touch von Clara. Gute Absprache. Oh, und die nach nimmt vorne sie mit nach weg. vorne. Was ein Hit. Clara denkt sich selber, aha, das kann ich. Ja, schauen wir Müssen wir nochmal auf ihr Replay. Gesicht achten, wenn sie da sitzt. Da war kaum Netz. Alle gehen schon nach hinten und sie legt den da Und genau sie sitzt jetzt da drauf. und ist so. Mit dem Mund so. Facial Expressions wirklich on point.
Richtig stark. So 2 Zentimeter Netz genutzt. Geiler Surf. Set ist gut. Und dann auch wirklich sauschwer. Ja. Wenn das so schnell alles passiert Ja. und das Set genau in die Mitte kommt. Haben auch Team Cap gegen Team Schnelle Brille. Neuer Teamname. Oh, Guter schöner Surf von Jam. Franzi. Ja, Holt sich da einen Break zurück. wichtig in dem Moment. Das kann ich dann so zurückholen. Klar, die sind nicht weit weg, aber Ja. Ja, trotzdem musst du die Punkte irgendwann machen. absolut. Sonst ist es irgendwann auch vorbei. Kann sie da nochmal einen nachlegen. Double Break fürs Momentum immer besonders gut, wenn man danach ins Sideout geht. Ja. Aber dafür muss der Netz erstmal auf den Ball. Genau. Der Ball erstmal aufs Netz. Das ist eine neue Sportart. Ja. Der könnte hoch sein. Leichte Verwirrung hier bei den Observenden, wer dann eigentlich für was zuständig ist. Aber gut gelöst. Markus macht Solider, Meter. selbstbewusster High Call von Grenzi. Ja. Schöner Power Stance. Oh, schöner Surf. Aber ja, schön durch die Lücke. Gutes Ja, Set. ich glaube, da muss KB Gutes noch ein Setup. bisschen mehr mit rein. Der Ja, den das kann so Winkel, viel den sie alleine machen. abgedeckt hat, der war nicht mehr so wahrscheinlich. Sophie auch nicht weit weg. Aber ja, da ganz alleine. Da müssen sie jetzt zusammen in die Lücke schieben. Ja, manchmal startest du halt auf der komplett anderen Stelle und dann kommt das Set genau und hey, wenn du es dann liest, rennst du das- los, aber Wieder Power Stance. wieder Der klasse Surf. läuft jetzt richtig gut. Oh, und was für ein flach flacher durch die Hit. Mitte. Oh. So gut. Also hier nochmal, der Surf war richtig gut, schön gechampt. Und auch da zeigen Aber- sie, wie sie variieren können, je nachdem, wie nah oder weit weg die Defense steht. Wenn sie nah sind, dann spielen sie drüber. Ja, Wenn sie bisschen à weiter la weg sind. Simas Heifahrt. Ja, genau. Auch sehr smart im Hitting. Oder machen Sima Seifert das Stadler? Ja, wer weiß. Ei oder Huhn. Block hier. Oh, Der und wird schwer, aber wenn die draufkommen, das sind immer meine Lieblingsrallies. ja, Das ist- man weil muss alles sind richtig da. aufmerksam sein. Ja, ja. Und wenn du dann irgendwie nicht mehr ganz beliebst und dann fummelst du, also ist auch schon häufiger passiert, dass dann so ein Touch, weil du einfach nicht mehr damit rechnest, dass der aufs Netz kommt, dann auf einmal durchflutscht. Ja. Ja, sehr schöne Annahme. Also es kommt gerade fast jeder erster Surf. Hui, der war An die Linie, oder? Ich hab's sie nicht. genau Da war bei richtig mir leider in der Länge. Monitor davor, aber du hast Genau richtig, ja. Spitze. Irgendwie auch, ja, es wirkte irgendwie sehr, sehr straightforward, einfach gerade durch. Aber wenn da Lücke ist, dann, Ist es der einfachste Schlag? Da hast du am meisten Netz vor dir. ja. Aber da muss man mal gucken, dass man nicht zu doll wird. Absolut. Kurzer. Kurz. Oh, Gute Wahl hier. stark. Das ist auch das zweite Ass Der mit dem Z- Kurzen ja, von KB. Die sind auch, ich sag dir, die würden alle genau außerhalb der Linie auch landen Der ist ungefähr. wirklich, der ist perfekt. Ja. Der ist perfekt. Und die sind so schwer, weil du überlegst auch zwischendurch selbst, nimmst du ihn überhaupt Und dann an? wieder der powervolle Surf Ja. hier. Und noch ein Und Break. direkt das Doppelbreak. Boah, also, das war gerade krass. KB hier mit dem Druck. Und der Fanblock liebt alles daran. Ja. Es sind auch immer noch echt einige Leute da hier zum Zuschauen. Ja, Das ist wirklich sau schön. schön. Oh, schönes Set. Aus der Distanz. Gute Absprache. Soft Touch und dann, Eigentlich gute Absprache. Trotzdem Ja. ist Julia, denkt erst noch, sie muss Die Wei- selber zum Set hingehen und ist Ja. dann einen Ticken spät am Netz. Und dann ist der Hit extrem schwer. ja. Da war auf jeden Fall eine Chance. Ah, hier wieder gerade noch eingeblendet. Wow. Wow. Boah, Was haben wir für da ein im Replay Swing. auch. Boah. Ja, wird clean gegeben.
Sophia fragt nochmal nach. Perfekter Winkel, Cut noch Der mit ist rein. richtig schön abgebogen. Schnell kam er auch noch. Ja, perfektes Placement, abgebogen. Aus dem Lehrbuch. Der Wow-Blick von KB, ja. Ja. Der war klasse Da vorhin. auch einfach mal Props rausgeben. Bam, KB. Ready Swing Ist gegen die ein, Lobster Trap. ist ein richtig schöner zweiter Satz hier. Ja, wir haben wirklich alles dabei. Ja. Zweite sicher. Hui. Und es funktioniert. Es ist irgendwie, es ist untypisch für die Ich meine, bei Starters. denen absolut. Trotzdem ist es manchmal so, wenn du so einen Puttern spielst, so, dann hast du eigentlich schon fast den Druck, du musst den Punkt machen. Ja, So, du gibst so mit dem Puttern, auch. bist du so, okay, jetzt seid ihr dran. ja. Nehmen jetzt das Timeout auch. Irgendwie, Franzi sah kurz, finde ich, aus, als hätte sie so ein bisschen gezögert. Und dann hat, glaube ich, so ein Schritt gefehlt für dieses Set. Und das war dann einfach zu kurz für Julia, die ja auch durchaus gut diven kann. Ja. Und hier haben wir auch gerade Oh, Wahnsinn. Sophia und Sophia sehr viele Side-Ons durchgespielt Ja. und KB sehr viele Breaks. Und Julia Beispiel auch Julia gerade gar keinen Break muss natürlich nicht rein an Julia liegen, haben wir vorhin gesagt, ist Genau. ein Teamsport. Kann sein, dass sie einfach gerade die ganzen krassen Surfs Franzi bringt gerade schon mehr Surf-Pressure. genau. Hatte eben dann auch das eine Ace, was wir vorhin gesehen haben. Und deswegen auch schaffen sie es da, mehr Druck zu machen. Und da müssen sie natürlich schauen, dass vielleicht auch Julia nochmal mehr Risiko. Julia hat, glaube ich, den zweiten, hat sie den sicher gespielt oder so sicherer auf jeden Fall. Sicherer, würde ich auch sagen. Ob sie dabei bleiben oder ob sie da nochmal ein bisschen mehr Risiko auch in den zweiten Surf reinlegt. Ja. Wollen sie den zweiten noch? Der nächste Pot-On. Aber Schön. diesmal clean. Ganz viel wenig Winkel. Netz, sehr flach. Da ist wirklich kaum eine Chance für die Defense, was zu holen. Der Startler am Surf, jetzt werden wir gleich. Der erste ist gut. Offset, da ist Franzi Schön, direkt da da. sind sie in der Defense. Auch wieder ein Offset, Schön nah sodass an die Linie. Sophia sich den hier einsammelt. Das ist ein gutes Set. Ja. Und dann Das schön. macht sie weg, aber es tut ihr auch Und weh. jedes Mal, wenn sie auf die Hand fliegt, hat sie Es Schmerzen. tut ihr auch weh, ja. Aber sie holen sich den Punkt. Es lohnt sich. Ja. Schöne Rallye hier von allen. Schön. Der ist am Rand. Ja, sie bleibt Hat bei sie dem auch den kurzen sicheren, versucht? aber der geht auch an den Rand. Ja. Ja, jetzt steht es 19-12. Ist natürlich also ist immer alles möglich im Roundnet. Jetzt haben sie auch erstmal Sideout. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, sagt man, okay, ich mache jetzt was Sicheres und versuche damit auch ein bisschen wieder Kraft zu sparen. Schöner und Druck. Aber da ist frei. Boah, was eine Defense. Oh. Oh, das war so stark. Ja. Es war so lange, war diese Lücke frei und ich dachte schon so, oh je, warum steht da niemand? Und dann geht dann KB da kommt noch rein rein. mit dem Arm. Das Ja. ist so stark. Schade, dass sie sich da nicht belohnen Ja. können. Das war stark. Aber wirklich richtig, richtig gut. Also immer wenn KB eigentlich surft, dann gibt es mindestens eine Rallye, habe ich das Gefühl. Weil Sie so viel Druck sie so macht. viel Druck hat, dass Ja. die Sideouts nicht clean rausgespielt werden können. Ja. Sehr schöner Surf wieder. Aber das Set ist wirklich richtig gut, aber ein Ticken zu spät. Hoch und weit bringt Sicherheit. So ist das. Nicht immer, mittlerweile nicht mehr immer, Nee. aber manchmal. So. Franzi und Julia müssen breaken, Ja, damit weil dieser Satz weitergeht. ich sag so, 2 Breaks jetzt machen auch ein ganz anderes Momentum in das Spiel. Der ist hoch, spielen sie aber. Spielen sie? Oh,
Oh, und wie, was für ein was Hit. Flach Was für dran ein vorbei. Push. So So eine fast Mischung so. aus einem Bowler. Ja, ja. So jetzt eine noch- gute Hitting-Entscheidung. Ja, ja, so richtig so. Schön raus, fast wie so ein rein. Reverse. Ja, ja, wie so ein Reverse, genau. Hat mir das Wort gerade gefehlt. So, jetzt 6 Der ist am Satzbälle Rand. für Slay. Ein von Machen 6. Sie den direkt, ist die Frage. Reverse Hit, danke. Dr. Beef. Beth. Beth. Dr. Beef Beef wäre auch mit witzig. Doppel-E. Also, Und wenn du ihn auch kennst, dann ist er wirklich nicht Dr. Beef. Ja, und das ist der zweite Satz, geht an Slay, was bedeutet, wir kriegen einen dritten dritten Satz. Satz. glaub- Wir haben noch eine halbe Stunde mehr deutsche Meisterschaften 2026. Und ihr dürft noch einmal Coins reinschmeißen. Ihr dürft noch das ist einmal auch Coins mega. reinschreiben. Sophia wird jetzt auch weiter kühlen müssen, weil sie sich da schon auch häufiger noch Freut die euch auf Hand einen gehalten letzten hat. spannenden Satz. Und die Stats zeigen, ist es jetzt overall, quasi über die Sätze hinweg? Ja. Okay. Ja, leicht favorisiert ist quasi Slay im Sideout. Ja. Haben beide ein bisschen höhere Ja. Quote. Also Julia und Walter gleich. Julia und Walter. Oh Die mein Sonne Gott. und Halleluja. Julia und Sophia. Ja, man, Walter steht auch so groß. ja, ja. Julia und Sophia sind quasi gleich auf mit 70%, aber dann Clara mit dem stärksten Sideout. Es sind aber auch keine riesengroßen Nein. Unterschiede. Und bei den Breaks sieht man halt bei den Startlers, dass es nicht ganz so gleichmäßig Ausgeglichen. verteilt ist, sondern vor allem Franzi Druck macht und Chancen für Breaks generiert. Und bei Slay ist es relativ ausgeglichen. Also beide bringen Druck, beide schaffen Chancen Ja. für Breaks. Und, Aber ja. und Netzmikro übrigens, also wir hören das Netzmikro eigentlich noch ganz gut, Ja. weil wir glauben nicht, dass es leer ist. Sonst Dr. Beef nur, wenn Rage Bait finde ich gut. Aber wir haben es noch gehört auf. Und jetzt gibt es hier eine Einheit Trommel-Spike. Mach mal kurz die Kopfhörer Resi und runter. Malte spielen auf der Trommel. 1, 2, 3. Ja, ich könnte auch nochmal meine Ohren Jetzt müsste das befreien. Mikro wieder besser funktionieren. Einfach nur auf den Ich Ohren. denke mal, ihr hört das jetzt wieder. Ja, der Druck ist doll. Aber in der Tat, ja. Kasim heute nicht genug gespielt. Nee, Kasi ist langweilig. Der braucht noch eine Runde Gruppenphase oder so. Wahrscheinlich gleich jeden nach Pickups, wenn das Spiel hier vorbei ist. Ja, nur 2 Spiele, das ist ja nix. Ja, auch die Observenden eine wohlverdiente Pause im Schatten, auch wenn es nur Zeltschatten ist. Uiuiui, 48 Sekunden. Nee. Aber ich hätte auch kein Auto. Also grundsätzlich bin ich keine gute Person, wenn es um Mitfahrgelegenheiten geht. Merkt euch das, Kinder. Fragt Kevin, weil ich glaube, es war entweder, also gerne, fahren gerne bei euch mit, wenn ihr uns Platz habt. Ich weiß nicht, ob er mit Eisi irgendwas ausgemacht hat. Ich könnte mir aber vorstellen, bei euch ist eigentlich tendenziell Gerne. ein bisschen entspannter platzmäßig. Aber fragt mal Kevin, was er da, also später, was da geht. Habt ihr noch einen Einblick bekommen in meine Heimwegplanung? Heute nach Frankfurt. Das ist nicht so weit, ja, ganz entspannt. Das mache ich meistens so, dass ich den Wohnort nehme, der am nächsten dran ist. Nach Basel bin ich nach Freiburg gefahren. Heute nach Frankfurt, obwohl es auch nach Freiburg jetzt von hier aus nicht so weit ist. Mit dem Auto zumindest. Mit dem Zug ist viel schneller. Ehrlich? Ja, ja, ja. Das ist immer so manchmal. Nee, aber Frankfurt, Freiburg sind 2 Stunden. Ist gerade Schienenersatzverkehr, das ist ein bisschen nervig. Es dauert nicht viel länger, aber man muss halt dann noch in den Bus steigen. Und sonst hat man halt vielleicht mal so wie bei Georg, Deutsche Bahn, die ist aus dem Ärmel hier. Ja, Aber ja eigentlich relativ zuverlässige Strecke, wenn es halt keinen Schienenersatzverkehr gibt, weil die da halt irgendwie bauen. Und es geht weiter, Leute. wir sind zurück Kopfhörer auf. im letzten. Im letzten Satz der Deutschen Meisterschaft 2026. Was bedeutet eure Coins jetzt oder nie? Und Es kann sein, dass das nächste Mal, wo wir Coins setzen können, wir schon in der Winterliga-Saison sind. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, Philipp nickt, weil da einfach keine Major-Events mehr sind. Also natürlich gibt es die Worlds, aber da wird es kein RG-Stream sein. Deswegen gibt es da wahrscheinlich auch keinen Vorhersage-Spaß, weil niemand macht so wie wir. Nutzt doch mal
es gibt den Fanstream, aber es gibt jetzt keine Predictions und sonstige Gadgets, die wir hier alle für euch Also ist bereit das haben. der letzte Stream für den Sommer 26. Genießt nochmal die letzte halbe Stunde Roundnet im RG. Nee, wir haben ja auch auf Twitch dann Ja. mit dem Setup. Nicht mit dem Setup. Und genießt einfach den dritten Satz. Von So Startless gegen nämlich, das ist Slay. ja das. Schöner Receive. Oh, Oh, und hier geht auch Sophia mal mit dem Lob oben drüber. fand ich aber genau den richtigen Schlag in dem Absolut. Moment. Klar, ist immer einfach im Nachhinein zu sagen, wenn es funktioniert hat, aber ich habe es auch irgendwie gesehen. Ja. Er drückt ein bisschen mehr von oben rein. Ja. Er nimmt auch noch eine gute Pocket dann mit. Das macht den Effekt nochmal doller. Den Spielen spielt Sie? Ach, perfektes Set. Oh, war der noch drin? Ja, Sie freuen sich auf jeden sieht Fall so sehr. aus. Ich weiß auch nicht, vielleicht waren die Startlers auch dran, habe ich mich gefragt. Aber sie haben so sehr, sehr hinterher geguckt, deswegen waren sie vielleicht auch, guck mal hier. Ja, ja sah der das? Dot. Ja. Wie kann man denn die Worlds verfolgen von zu Hause? Also wir machen, wie gesagt, einen Fanstream über Roundnet Germany. Sonst werden die Worlds korrigiert mich, wenn ich falsch bin, von Spikeball gestreamt. Nee, Nein, sorry. Nee, Spikeball nicht. Es gibt von Roundnet France Ah, okay. einen Stream. Spikeball ist doch noch nicht mal ausgerüstet, das ist doch Premier Spike. Ja, Genau, es wird alles auf Premier Spike gespielt. Also als Sponsor ist Spikeball da gar nicht dabei. raus. Schöner Touch von Sophia. Sehr, sehr schön. Ist viel los. Es wird auf der Website von der IRF gibt es eine Unterseite zu den Worlds mit Autowatch und da werden alle aufgeführt. Ah ja. Streamen. Also Ja, sehr gut. ganz viele Gute Info. Es gibt eine offizielle Webseite von den Worlds. Und da gibt es auch eine Unterseite mit Stream und da werden dann alle Accounts gelistet, die Spiele übertragen. Also alle Nationen, die auch eigene Streams machen. Schöner Touch von Sophia. Richtig. Aber hat gereicht. Der fällt raus. Ja, Der fällt raus. Da ist sie erst, denkt sie, oh nein, ich komme nicht dran. Aber das Set so perfekt, ja. dass das aber auch locker rausfällt. Ja, aber ja. die Startlers halt einfach, boah, da steht man auch, da sieht man echt Klar, alt aus, aber Ja, du rechnest halt gar nicht gar damit. nicht. Und dann, also kein Hinder, aber ein bisschen siehst du es ja auch nicht, oder? Ja, sie ist, also Muss Franz dann an muss der schon Person noch um vorbei. Sophia rum. Ja. Ja. Ein bisschen lucky. Früher war das noch, also als man direkt auch on Tour war, ist es noch Mhm. öfters passiert, bei Aufschlägen und so, fand ich. Oh, schöner Block. Bilderbuch. Da waren wir uns aber einig. Der ist aber am Rand leider. Ja, Wirklich haarscharf. Richtig schöner Block von Julia. Gut zum Eigentlich auch- Softtouch da gegangen. eigentlich auch gut. Und Set nicht komplett verkehrt, klar nicht optimal, aber Ja, ist halt ein bisschen... von da Schon- super schon- schwer schon und gut war schon off. Ja. Aber es fehlt auch nicht viel, dass der dann clean ist. Die Defense ist dann aber auch wieder gut da bei so einem Offset. Und bei Dr. Bev, nicht Dr. Beef, gibt es Public Viewing dann auch zur Oh, WM. stark. Gut Ja, die zu Berliner, ich glaube, es gibt auch viele Communities, die, ich musste gerade an Berlin denken, aber eigentlich war das Marburg, wo ich das mitgekriegt habe, dass sie jetzt auch ein Public Viewing starten. wissen. Ja. Ja, wirklich sehr schönes Finish von Sophia. Cleanes Sideout einfach. Und so steht jetzt wieder 5-2. Ein Break auf jeden Fall vorne. Mhm. Und KB, wie gesagt, durchgeht mit guter Surf-Pressure. Ja, und eben eine Ah, ganz schön. sehr stark. In dem Schön Moment, wo gesehen. KB noch Rübergeht. rumzieht, schiebt Franzi Und durch es die ist so Lücke. schwer dann für Julia hinterherzuziehen, was man in der Theorie Sophia. quasi... Das ist auch ja, Für Walter. für Walter. Boah, was ein Surf. Ja, und was Wurde sagt high er? gecallt. Redo. War auch sehr Es eng. ist schwierig, weil sie auch stark in Bewegung da ist quasi, den Moment abzupassen, wo er jetzt genau auf der Linie ist. Und ob er da jetzt wirklich Wir hoch sind ist übrigens oder auch durch mit der Wette und hier seht ihr jetzt doch im dritten Satz Walter und Sophia. Also nicht. Jetzt habe ich dich, komplett, Sophia Also und danke Clara. für die ganzen Coins. Ihr habt fast so gemeinsam 200.000 Coins Oh, reingebuttert. stark. Und Sophia und Clara. seht ihr eindeutig vorne. Wir bleiben gespannt. Lefty Swing hier von Ja. Franzi. Oh, Okay, sagt Julia sagt einmal. sie, wäre wohl nicht bisschen vielleicht in den Dive gegangen und wollte nicht, weil Sie hat jetzt keinen Aber Hinder nee. gecallt, aber so, ja, darum gebeten, ein bisschen mehr Platz zu bekommen. Ja, ja, das war ein bisschen die Antwort dann jetzt auch. Gute Antwort von Franz. das hatten wir zudem auch so ein paar, von beiden Seiten so ein paar
vielleicht auch durch den ganzen Surf-Pressure, die surfen ja echt gut, dass die Sets so nicht ganz so kommen. Ja. Und, boah, Schöner Touch schöner hier. Touch. Und schön reingeholt. Was für ein Hit. Oh, Schade. sehr schöne Rallye. So flach, aber reingebowlt. Der Hit von Franzi war wirklich Ja. sehr schön, aber dass sie das da noch, Dass sie schafft, ihn noch bekommt. BKB da noch rein dived, aber das Set ist Ja. ja nicht einfach und dann aber Und auch sonst nicht standen sie auch platziert wieder genug. gut. Ja, und jetzt ist wieder, sie haben ihre Sideouts, sind jetzt 6-5. wieder im Sideout. Und es ist alles. Es ist jetzt wieder 1:1 ausgeglichen. Genau. Oh, schöner Schön. Lefty Reverse da. Und diese Hits zu verteidigen sind total Sind so nervig, schwer, weil die du hinten eine läufst genau Person- dahin, ja, aber das ist dein Lauf von deinem Schlag. Ja. Sie sind eigentlich gut da, aber es hält einen doch auch immer Der so war ein bisschen früher zurück. mit kurz noch stärker, weil man gefühlt sich vor die Beine den Ball gespielt hat. Und du musst schon auch sehr nah dran sein, dass du irgendwie auch hintercallen Ja. kannst. Sehr Ja. schön. Sehr schön. Also gerade flach. super clean gespielt. Sophia callt Rim. Rim und fragt die Observenden. Wir Ich schauen glaub, mal auf den bin ich sehr sicher, Bildschirm. dass der clean ist. Von Ja, hier sieht es gut absolut. aus. Halt flach und lang im Netz, aber Absolut. Ja, alle eindeutig. ist das Setting im Womenfeld tendenziell schwächer als im Open bei dieser WM? Das würde ich so nicht sagen. Also Nee. es ist einfach nur, ich finde die Serves kommen gerade sehr konstant von allen und sehr gut. Ja. Und dann hast du halt eine Distanz zum Dieser Netz. Vergleich ist auch einfach nicht. Also der ist immer schwierig. Ja, Es sind AthletInnen bringen andere Qualitäten mit, bringen andere, haben andere körperliche Voraussetzungen. Das sollte man nie leugnen. Aber diese Vergleiche, ich glaube, die Bringen führen auch zu nichts. nee. Also Und das kann man niemals so. Es gibt auch im Open-Feld einfach nochmal unter den allerbesten welche, die sind sehr stark im Surf, sehr stark im Ja. Set. Und so ist es überall. Und bringt Ja. nichts und glaube ich, ist damit auch aus. gut. Und wenn wir mal auf die Statistik schauen, sehen wir, dass vor allem Julia, wo wir am Anfang sagen, ihre Sideouts mittlerweile sehr gut durchbringt. Mhm. Und auch Franz jetzt hier wieder gerade bei den Breaks. Wobei natürlich. Franzi hatte davor ja auch schon eine hohe Breakquote, Ja. hat auch jetzt immer noch die höchste Breakquote, aber Julia hat von 11% jetzt auf 33% deutlich zugelegt. Ja, Und das Sideout bei beiden sehr hoch. Deswegen haben sie da jetzt in den Statistiken die Nase ein bisschen vorne. Aber der Score ist an sich noch ausgeglichen. ja, Genau. Also sind im Break vorne, aber ist die alles drin. Startlers, aber immer noch ein knappes Spiel. Geiler Hassel. Also das Netzmikrofon funktioniert auf jeden Fall. Aber klar, wurde auch Netzmikro ist an. ausgetauscht von Philipp. Aber Ich glaube, das hätten wir ohne auch gehört. ja, Schöner Hassel von Franzi, aber der Block geht doch recht weit weg in die entgegengesetzte Richtung. keiner hat was gesagt, da vorhin einer gesagt hat, sagt man es gerade 100%. Ja, voll. Wieder schöner Surf von KB. Mittiges Set, Schön macht sie sehr flach. schön weg. Das dieses Vorgebeugte am Netz, das sieht, aber das ist so anstrengend, das über jeden Hit zu machen und dann wegzuspringen und den flach raus. Ja, das ist da immer das perfekte Timing zu finden. Oh, kurzer wieder, aber Julia hat sehr gut aufgepasst. Schaffelt da sehr schön. Aber den muss sie aufs Netz bringen, weil sie hat ihn schon berührt beim Block, glaube ich. Also trotzdem an sich super Defense. Zack, zack. Und dann hat sie den natürlich nicht mehr Sophia nah ans Netz bekommen. Dieses Mal kein Break geholt, aber darum jetzt die Sideouts umso wichtiger. Das könnte hoch sein, spielen sie aber. Oh. Das Set ist ein bisschen kurz. An sich hat Sophia schon, sie hat nicht viel Zeit, aber den kann sie erreichen, muss Ja. aber wirklich ganz, ganz flott Ja, auf den Beinen unterwegs sein. aber das ist natürlich, das sind so, da kann man sich ein bisschen drüber ärgern, die können dir am Ende fehlen, diese ein, zwei Punkte. Das ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie in diesem Timeout. Timeout wäre jetzt eigentlich wirklich, weil das könnt ihr so gut. Ja, und das Set war eigentlich Schön total in der stark, Mitte. weil es genau über dem Netz runterkam, der Ball. Das Set ist so schwierig. Ja.
Und es hat Sophia richtig stark gemacht. So, jetzt sprechen jetzt kurz. Sie nehmen keinen Timeout, fühlen sich da immer noch confident. Aber das ist jetzt natürlich schon eine kleine Führung, die die Startlers jetzt aufgebaut haben. Kurzer wieder, aber Julia da, shuffelt. Das macht Julia jetzt auch sehr stark, dass sie immer eine Person in der Defense ausschaffelt. Ja, der Jump, der war am Ende, der war noch wichtig. Nur damit sie in die Dive-Statistik reinzählt. Und ja, ich genieße auch KBs Facial Expressions und Reaktionen. Ist, neben dem überragenden Spiel. Schöner Reverse hier. Ja. Oh, das macht Das sie ist so wieder gut. dieser gute Schlag dahin, wo du auch springst. Und damit nimmst du eigentlich KB fast raus aus der Defense. Und weil, Ja, für sie sehr schwer, da jetzt genau, noch und irgendwo dann, wenn hinzukommen. Julia da nicht rumkommt, früh genug. Sophia. Oh, also ich sag jetzt einfach keine. Keine Namen mehr. Nee. Ihr verzeiht mir das. Na sicher, na klar. Jetzt. Schöner Reverse auch hier. Ist Offset, aber Und KB schon bringt wieder ihn drauf. in der Rallye und Weiter Touch. das Set ist wieder ein bisschen. Es ist nicht einfach, aber trotzdem in der Regel machen die auch die Sets besser. Ja, im Wie gesagt, im es ist zweiten nicht Satz waren einfach. sie da wirklich noch präziser. Extreme-Namenverbot. Ja, ich Hey, no, das ist hier auch schaue kein jetzt, immer, leichter ich Job. schau jetzt immer zu Noelle. Ich schaue jetzt zu Philipp. Und das Ich kann nicht mehr. auf jeden Fall guter Surf und guter Abschluss. Schöner Abschluss. Ja. Schönes, solides, souveränes 1, 2, 3. Ja. Ich meine, wir wissen ja, was sie für Comebacks machen können. Aber ne? was war das jetzt für eine lange Punkte-Street vom Team Stadler? Ja, absolut. Und jetzt müssen sie Slaters wieder das Ruder wieder rumreißen, wie sie es am Anfang des ersten Satzes getan haben. Ja. Und für die Startlers heißt es jetzt, nicht nachzulassen und Slay nicht wieder rankommen zu lassen. Das spielen sie nicht. Ja. Aber ich glaube, KB macht weiterhin Druck. Also Das ist mir witzig, weil ich dachte, wir klatschen ab. Ja. Franzi flüstert noch schnell was ins Ohr. Offset, das ist eine Chance, das ist eine Chance. Sophia Haben sie holt sich auch? den Ball. Oh, das Sehr Set ist schönes gut. Set. Aber der der ist war, am der, Rand. der war Ja, ist am Rand. man hat ja nichts gehört, aber klar. Aber Ja, aber weil er auch sehr leicht der, so wie gespielt der war. rausgekommen sein kann, da eigentlich nichts. Ja, ist am Rand. Muss ja am Rand gewesen sein. Ja. Aber eigentlich Super schade. richtig gut gemacht. Super schade, ja. Ja. Das ist richtig gut Und gemacht. so stimmt. Dr. Beff hat es gesagt, von 6-3 auf 7-15. Ja. Das ist Roundnet, sag ja. Da ist nichts entschieden. Das ist nicht so wie im Fußball, wenn man da 4-0 führt, stellt man sich hinten rein und gewinnt das Ding in der Regel. Aber jeder Punkt von vorne, Ja. man muss immer da sein. Aber auch jetzt ist eben noch nichts Es ist noch nichts entschieden. entschieden. Auch jetzt neue Chance. Und den holen da war sie eine sich. große Lücke. Den holen sie sich. Da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Und ich meine, wenn Team Startler 8 Punkte am Stück machen kann, dann kann es genauso Team Slay. Haben sie auch schon gemacht. Schön. Und so steht es jetzt in. Also klar, immer noch eine Gelb, aber. Jetzt sind sie Sie sind wieder im wieder da. Sideout. Ja. Und können 2 Sideouts, dann steht 16-11, dann ist es schon wieder eine ganz andere Nummer. Jetzt zählt jeder Klar, Punkt Franzi, für auch, Franzi Slay. bisher die beste Surfdeutscher, glaube ich. Ja. KB hatte im zweiten Satz, glaube ich, die Nase vorne. Hat da sehr viel Druck gemacht. Aber Franzi, gerade jetzt im dritten Satz auch wieder, bringt richtig Druck. Ja, Speziminister Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. Die machen das hing gerade leider. Ja, es sind leider die eigenen Fehler, die, Ja, die gerade das. was sie sonst auch auszeichnet, dass sie unfassbar konstant Ja. in ihrem Sideout sind. Das können sie gerade nicht so abrufen. Ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen diese Hand Absolut. auch limitiert, dass es einfach sich nicht so natürlich anfühlt. Aber auch ein schöner spitzer Block. Offset. Schwieriges Set, aber macht Clara gut. Schön. Und jetzt Der ist nicht auch drauf. übers Netz vorbei. Der ist nicht drauf. Aber klar, nach so viel Ballwechseln wird es immer schwerer, Koordination zu halten. Wo ist das Netz? Wo bin ich? Ja. Wo ist die No-Hit-Zone? Schöne Rallye. Ein bisschen Women's Roundnet Liebe. Ja. Das lieben wir doch.
10, 17. 7 Punkte. Jetzt die Startlers im Sideout. Jetzt mindestens 1. Ein Eigentlich Break. 2 wären besser, aber mindestens 1 Ja, sag mitnehmen. ich auch. Langsam ranarbeiten. Jetzt 1, die nächsten 2. Das ist es nicht. Aber wäre Franzi da noch ein bisschen weiter gerollt, hätte der Ball auch auf sie fallen können. Das wäre, oh nein, das wäre wirklich. Ich weiß nicht, ob da vorher jemand vom Team Slay berührt hat, aber Ja, ich glaube, ich weiß, es ist eng, aber dann hätte es auch alles schon gesehen. nichts ist unmöglich. Zweiter Ausschlag. Sophia. Touch von, Schöner Touch und Touch von Schade. Sophia ist eigentlich da. schade, die sind so schwer, aber wenn die mal draufkommen, dann ist man so drin, wenn man so einen draufgebracht hat, dass man schon wieder viel wacher ist. Und jetzt müssen Ja. sie holden. Jetzt bloß nicht noch einen Break kassieren. Schön. Wieder ein Touch da. Also die Ja. Starters sind wirklich. In der Defense sind gerade da, also Ja, nicht jeder absolut da. converted, aber jeder Touch gefühlt. Die Sets eben dann So. auch doch den Tick unpräzise. Und jetzt auch hier zum Finale immer mal wieder an den 200 Zuschauern. Sehr schön, dass ihr alle einschaltet, dabei seid. Letzten Satz. Da ist gerade irgendwie, Ja, es ist ein bisschen der Wurm drin. gerade irgendwie bis so zur Mitte klar, die haben auch stark, aber trotzdem war es halbwegs, aber jetzt sind gerade 3, 4 eindeutige Fehler passiert. Schön, Anfeuerung für Women's Frontnet. Das ist wunderschön zum Zuschauen, also sind wir uns alle einig. Großer Swing, das gefällt. Ja, nicht aufgeben. Auch KB kriegt hier nochmal ein bisschen Cheer Power. Aber jetzt 9 Matchbälle oder Championship Points für die Starters. Aber Legt da sie die kurz rein kurzen. Und da KB da. Und somit Und das ist es. Die es Starters sind entschieden. deutsche Meisterin und fahren vollkommen zurecht als erster Seed zu den Worlds. Ja. Aber auch klasse Leistung. Also gerade klar, Absolut. punktemäßig jetzt sieht der dritte eindeutig aus, aber es waren dann diese Kleinigkeit, diese Ja, Schwachsinns-Konzentrationsfehler mehr. Als Wir haben den zweiten Satz gesehen und da haben wir auch Slay gesehen, wie sie als Team spielen können. spielen. Und im dritten Satz, ich weiß nicht, ob der Moment, als ich auch meinte, jetzt ein Timeout, nachdem sie so 2 Eigenfehler gehabt hätten, ob es nicht Ja. doch gut gewesen wäre. Hast du vorhin Da gesagt, war aber da haben es sie war weiter 12-7, dann, also ja. 7-12 dann zu dem Zeitpunkt. Es waren auch 5 Punkte schon. Also ob sie vielleicht dann doch den Moment verpasst haben, wo sie dieses Timeout hätten nehmen können. Aber ja, sie konnten dann im dritten Satz einfach nicht mehr abrufen, was sie können. Schade, aber auch die Starters auch wirklich der eine Satz. ganz starke Performance abgeliefert. Wir würden jetzt auch gleich zum vorerst letzten Programmpunkt kommen, und zwar die Siegerernährung. Deswegen haltet euch bereit. Haut noch nicht ab. Wir machen einen Tunnel. Ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch ein Interview bekommen. Schreibt schon mal Fragen rein, falls wir ein Interview bekommen. Ja, wir bekommen ein Interview. Fragen an die deutschen Meisterinnen. Was 2021 waren sie das letzte Mal Ja, deutsche genau. Meisterinnen. Zwischendrin aber, glaube ich, in der EM. Also Julia Stadler ist Europameisterin geworden mit Laura Kunzelmann, aber Weil- eben nicht als Schwestern. Ja, ja. Müssen sich hier noch Weil- herzen, bis sie zum Hat Interview sie da kommen noch können. verletzt war? Oder war wird hier noch gerade abgeklatscht. Konzentration? Ich glaube, das war die Zeit, wo sie auch noch verletzt war. Hinstellen und nicht den Bein packen. Hallo ihr Hallöchen. Lieben und herzlichen Glückwunsch, Deutsche Meisterin 2026. Dankeschön. Wir haben nachgeschaut, nach 5 Jahren ist der Titel wieder bei euch. Wie fühlt sich das an? Sehr gut. Gute Zeit. Ja, wir haben vorher kurz drüber geredet, so, dass das schon ziemlich cool wäre, wenn wir es schaffen würden, nach 2019 jetzt wieder 21 wieder Deutsche Meisterinnen zu werden. Haben wir gesagt, ja, es sind aber auch wirklich super viele starke Teams hier und dass es nicht einfach wird und
ja, es war ein geiles Turnier und es hat sehr viel Spaß gemacht, auch das Finale. Es war auch alles sehr harmonisch, fand ich, untereinander und hat echt jedes Spiel Bock gemacht. Ja, stark. Guck mal, haben wir Fragen? Wir haben bisher nur Komplimente, dass einfach krass ist, dass ihr so lange auf Top-Level spielt. Länger als die Hälfte der Leute überhaupt spielen. Und ganz viel Glückwunsch. Was hat euch... Hier haben wir, Hast du eine Frage? da haben wir Fragen reinbekommen, aber du kannst erstmal deine stellen und dann. Was hat euch jetzt in diesem Finale die Kraft gegeben, jetzt so durchzupushen? Gerade dann zweiter Satz dann für Slay. Wie seid ihr dann in den dritten Satz reingegangen? Was waren so die Sachen, die ich euch gesagt habe? Also wir haben... Paul hat uns so ein bisschen supportet und er hat uns nochmal gesagt, wir sollen ein bisschen mehr Ruhe nochmal wieder reinbringen in unsere Sets, weil im zweiten, eigentlich ist das, was wir relativ gut machen, würde ich sagen. Und im zweiten Satz haben wir uns so 2-3 Mal ärgerlich versettet und dass wir da einmal nochmal kurz in der Rallye auch durchatmen und ein bisschen uns aufs Set konzentrieren. Dann, mein Serving-Game war eigentlich dieses Turnier war ich nicht so happy mit, aber auch da hat er dann gesagt, ich soll trotzdem auf 1 halt nochmal, wenn der Cut nicht kommt, einfach mit mehr Kraft durchziehen, was ich dann auch gemacht habe. Und ja, dann halt geduldig geblieben und unser Ding dann gemacht. Ja. Ich glaube, wir haben den ersten Satz auch, den zweiten dann schnell abgehakt. Es war jetzt nicht so, dass wir dachten, oh Scheiße, was machen wir jetzt, sondern es waren halt ein paar dumme Fehler. Und Es war ja auch knapp. ja. Knappes Ergebnis. Punktemäßig sah es deutlicher aus, als es sich jetzt für uns angefühlt hat. Ja. Gut, Fragen aus dem Chat ist einfach, ich fasse die 2 Fragen mal zusammen. Wie sehr ihr eigentlich jetzt Bock habt auf Paris und ob die Amerikaner endlich mal fällig sind. Sehr viel Bock, auf jeden Fall. Wir haben ein richtig geiles Team und wir haben richtig Bock, Weltmeister zu werden. Geil. Ja, ich glaube wirklich, das ist, ja, alle Teams waren immer geil, aber dieses Jahr ist es so alles auf Augenhöhe und ich glaube, wir haben 6 Teams, die einfach quasi gleich stark sind. Jeder kann gegen jeden gewinnen und jedes Team von unseren kann gegen jeden Seed von den anderen gewinnen. Ja. Wie sieht jetzt die Zeit bis zur WM aus? Das sind jetzt nur noch ein paar Wochen. Also ich habe gerade viel Zeit, ich werde schon noch viel trainieren und dann sind wir schon eine Woche früher da und da werden wir dann auch noch ein bisschen was machen. Und wir haben ja nochmal Trainingscamp nächstes Wochenende. Stimmt, ja. Ja. Da gibt es auch Fotoshooting, Trikots, Genau. auch immer ein schöner Tag nochmal so für Teambuilding Ja, und voll. dann wird es so richtig real. Ne? Ja. Das war natürlich auch noch mit ETS Championship und DM noch so Events vorher, auf die man sich vorbereitet hat. Jetzt ist es wirklich voller Ja, und auch Fokus. halt wieder so ein bisschen gegeneinander, also jetzt wieder auf der DM und jetzt kann man einfach das genießen als Team. Also trotzdem, wir sind auch hier ein Team, aber trotzdem jetzt nochmal mehr Teambuilding zu machen, ja. Ja, wurde auch hier geschrieben zu Paris, dass es einfach awesome ist, dass sie jetzt dann an der Seite von Slay wieder spielt. In Paris. Und letzte Frage noch zu Paris. Falls man die so beantworten kann, ich finde sie recht schwer, aber reizt euch was mehr, Individual oder Squad, oder ihr freut euch auf beides gleich groß, oder? Also Squad reizt uns auf jeden Fall mehr, weil wir einfach Bock haben, mit diesem geilen Team den Titel zu holen und da glauben wir auch fest dran. Im Individual, wer weiß. Letztes Jahr war es ja auch so ein bisschen so, ja, gucken wir mal, was so geht. Wir spielen uns den Tag ein und auf einmal... Mit der Einstellung reingehen, dass wir mal gucken, was kommt und Spaß haben. Und ich glaube, das Hauptding ist Squad, dass wir da den Titel holen. Ja. Und dann gibt es noch eine Frage, was macht ihr mit 500 € Preisgeld? Das haben wir ehrlich gesagt gar nicht im Kopf gehabt. Und, ja, ich glaube tatsächlich einfach die Reisekosten decken jetzt. Also ein Tank hat 100 € gekostet, von daher passt das ganz gut, glaube ich. Auch die Turniere waren ja weit in Budapest, Bukarest, Ja, wieder eine starke Saison von euch beiden. Sehr, sehr starker Abschluss von dieser Saison und jetzt kommt immer noch ein Highlight fest im Blick. Ja, lasst euch feiern, sonst haben wir nichts mehr, oder? Wir haben noch, wie gefällt euch die DM über 2 Tage im Vergleich zu so normalen Turnieren? Ist es auch gerade jetzt gestern mit der großen Pause mal auch für euch, das ist jetzt dann nochmal speziell gewesen, aber und über 2 Tage im selben Turnier macht für euch einen großen Unterschied im Vergleich zu so einem Masters, oder? Ich mag es mehr eigentlich, bei alles an einem Tag zu spielen, weil ich dann in jedem Spiel mehr reinkomme und am Anfang des Tages auch oft noch ein bisschen müde bin und das dann schwierig ist, da direkt ernst zu spielen. Aber es war jetzt schon auch
wahrscheinlich mit der Hitze nicht schlecht ist, so zu machen, aber generell mag ich lieber alles an einem Tag durchzuspielen. Ja, stimme ich dir zu. Ich finde, also die Pause gestern tat eigentlich wirklich ziemlich gut. Also wir haben wirklich geschlafen und sind komplett runtergekommen. Also das war eigentlich für hier fand ich es eine super gute Option. Ansonsten spiele ich auch lieber an einem Tag. Ich glaube, wir beide fänden es ein bisschen schöner, wenn die DM ein bisschen früher im Turnierkalender wäre, dass man einfach jetzt dann eher noch den Fokus auf die WM und so hätte setzen können. Aber ist jetzt so auch gut. Absolut. Gut, das war's mit den Fragen aus dem Chat. Vielen Dank euch für das Interview. Dankeschön. Lasst euch Glückwunsch feiern. nochmal und Dankeschön. Danke fürs Stream machen auch. Ja. Sehr, sehr gerne. Da könnt ihr, glaube ich, einfach hinlegen, ja. Ja, schön. Gut. Da konnten wir auch jetzt die, alle FinalistInnen und FinalsiegerInnen nochmal hier hören. Finde ich auch immer sehr, sehr, sehr schön. Auch wenn mir on the spot ich immer denke, Hilfe, jetzt muss ich Fragen stellen. Aber da unterstützt ihr uns sehr gut, indem ihr Ja, das ist eine große Fragen stellt. Hilfe. Facecam ist eingefroren, haben wir gesehen. Wir arbeiten Ja, dran, schöner- aber schöner wenn es Blick. jetzt nicht mehr funktioniert für die letzten 1-2 Minuten. Jetzt bin ich wenigstens lächelnd Top Donation übrigens. 45 Euro. Oh, vielen Dank. lieben Dank. Das freut uns Danke wirklich für sehr. die Donation. Ja, Ja, oder stand zumindest jetzt als Top Donation drin, wann die reinkamen. Also, ja, und damit rappen wir das Ganze jetzt hier ab, weil hier geht es jetzt auch in die Siegerehrung, Ja. SiegerInnen-Ehrung. So, Ähm, Party People! Ja, Jetzt Pierre kann's nimmt auch das Ganze in die wirklich Hand. losgehen, Die Interviews sind Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen, danke Ja. für eure Abos, für eure Unterstützung, dafür, dass ihr mit uns Da sind geschnackt wir. habt. Ah, da sind wir. ja. Die deutschen MeisterInnen 2026 stehen fest. Das nächste Event sind die Worlds in Paris. Ich hoffe, wir sehen viele von euch vor Ort. Es wird ein überragendes Event. Falls ihr euch noch unsicher seid, kommt. Es lohnt sich. Es ist wirklich ein fantastisches Event. Super tolle Vibes. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sonntag. genießt Und das Wetter. Genießt das Wetter. Danke fürs Einschalten. Und wir raiden euch zu Spontan Beachvolleyball. Ja, das kann man sich auch mal angucken. Ist auch ganz nett. Und danke an Philipp für die ganze Regie. Ja, Also vielen, ohne vielen Dank. diesen Und netten an Herr hier Mannheim. und an die Moskitos Mannheims fürs Orga-Team. Ja, Das war ja MVPs. ich, mein Spaß. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.